Good morning, alla. Welcome hier. Frauen, Pinkster Samarias zu und alle. Mir freut dass ihr hier seid. Dankeschön für noch diesen Gottesdienst kommen. Und das ist ein wichtiger Tag merken für euch, dass ihr hier seid. Das ist so gut. Welcome hier. Für all die, die uns checken, vielleicht weit auf, oder dicht wie hier in dieser Gegend. Dankeschön für online sein mit Lebenswasser taub. Und eine Frau, Pinkster Zeit für euch auch. Und mir freut dass ihr mit uns taub seid online. Ich will hier bis heute ein paar Bekanntmerkungen übergehen, dann wollen wir eine Anbetungszeit gehen. Die erste Bekanntmerkung ist, dass wir dann die Reitmerken zum Befreien Klassen geben. Und so, wenn hier wer ist, was denkt an Befreien und sich will Reitmerken dafür, das ist eine sehr gute Klasse, so seid ihr ab bei den Informationen dash. Und dann kann ihr die Klasse durchgehen und bis Reitmerken zum Befreien. Das andere Ding ist, wie wir auch die Vision-Klasse haben. Wenn ihr noch nicht seid, an der Vision-Klasse durchgehen, das ist ein gutes Ding, was ihr kann tun, um die Kirche kennenlernen. Wenn ihr bitte will sein, wo wir an als Kirche, was von den Gelegenheiten da sind, wo ihr dienen kann. Und so, wie Frau, dass wenn ihr wo dienen will in der Kirche, die noch nicht dienen, dass ihr dann die Vision-Klasse erst durchgehen und dann kann ihr anfangen zu dienen. Und so, wenn ihr dort noch nicht tun, gute Klasse bis durch. Das sind keine strengen Rahmen, wenn ihr die Klasse durchgehen, dass ihr dann Mathe dienen. Das ist eine gute Zeit, wo ihr kann hingehen und mehr lernen von der Kirche und bloß even was und jährlich. Das ist ein Weg zum Lehren, zu leben und so gute Vision, Klaus Derek, wenn ihr dort noch nicht tun. Oder wenn ihr denkt, dass ihr würde gleich ein Tag gliedert zu werden in dieser Kirche, dann frau wirkt, dass ihr die Klaus Derek gehen. So Vision, Klaus kommt ab, seid und ab für dort. Das andere Ding ist, wir haben eine Gebetszeit gehabt zwischen der ersten und der zweiten Gottesdienst. Und ich will Ihnen bis alle sagen, wir tun nun nicht die Gebetszeit mehr haben. Für die Sommerzeit war das 1000. Und dann nur den Sommer, dann wollen wir da ein neues Programm haben. Wird nie weg von der Gebetszeit tun. Und so, ich check all fair weg für dort, aber für die größte Sommerzeit hast du nicht der Gebetsstuhl ab. Und dann nächste Sonntag, dann fangen wir an mit einer neuen Botschaft. Und diese neue Botschaft, die handelt sich am Gebet und wir nennen die in Jesus Namen. Und so, das sind 3 Botschaften, was wir tun an dort von Gebet, wo wir bis lernen beten und was bis sehr gute Zeit sind, wo wir wachsen in uns Gebetsleben. So, dort fängt nächste Sonntag an, ich will anfangen mit den Botschaften, so kommt trägt und weil wir lernen, wo wir können lernen ein besseres Gebetsleben haben. Alright, so wir wollen anfangen mit Anbetungszeit. Und Worship, wie wir bis Gott loben, anpreisen, hochheben. Und es ist ein bisschen interessant, wenn ich gerade gedacht an diese Dinge tun, aber gestern Abend, wie wir mit Tocayos taub, der wird hier predigen, und wir sollten Rahmen verteilen, was ist Gebet, was ist Anbetung, was ist Worship. Wo können wir das erklären, wenn wir reden von, was ist Anbetung. Und so, wir sehen dort ein guter Weg von dort, hastig klar merken, dort ist, wo wir live bewiesen. Anbetung ist live bewiesen. Love expressed. Das ist was Anbetung ist. Und so das, was wir von der Welt tun. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Und dann werden wir bis anfangen, Gott zu loben, hochzuheben, anzubeten. Und dann unser live bewiesen. Ich will ein paar Wochen zurück, wie ich ab ein Softball-Game, ein Baseball-Game. Ein von unseren Elders, der ist in dem Team, mehr von unserer Kirche, Jungs, was da spielt. Und so ich werde auch ein Check, wo da wird Baseball gespielt. Und jedes Mal, wenn sie den Ball können treffen, dann stehen wir alle ab und wir juchten, wir hören sie hängen und laufen, wir schreien und wir beweisen den Live, dass sie den Ball haben getroffen. Und ich dachte so, wie viel mehr soll wir für Gott kommen und sie hängen abheben und sagen, Dankeschön, und juchen zu Arm und sagen, Dankeschön für was du getan hast, und am live bewiesen. Wie juchen mit Familie, Toten, Kindern, früher und alle, und wir schrien und dann, wenn wir den Ball getroffen haben. Und so, von der Samarias, weil wir bloß für Gott kommen, und da baut nicht, wenn sie hängen, abheben und sagen, Dankeschön, Jesus, für was du getan hast. Dankeschön für mich Frieden. Und mit Jesus hat uns von Tod zu Leben gebracht. Und so, von der werden wir am bloß Leib bewiesen. Am hochheben und am sagen, Dankeschön für was du getan hast. Vorher wir kommen zu dir, und wir wollen die bloß hochheben von der Samarias in dieser Anbetungszeit. Wir wollen bloß in dieser Zeit bloß bewiesen, dass wir die Gott sind. Und nicht bis in uns Hort, wir wollen etwas beweisen und sagen, wir sind die Gott. Dankeschön für was du getan hast für uns. Dankeschön, dass du hast uns von Leben zu Tod gesagt, dass du uns hast von Tod zu Leben gebracht und dass wir bis in ewig Leben haben.
Wie kann wir die Sicherheit haben, immer bei dir zu sein? Dankeschön dafür. Wie können wir die nu kriegen? Wir sagen Dankeschön. Dankeschön für wer du bist. Help uns, dass wir das nicht bloß für uns halten, aber dass wir dir das beweisen und den Menschen rum uns. Wir loben die und wir preisen die. Amen. In den Fried von mir nimmt, sag, da kann ich Ursache sehen. Dank ich dir doch, dank ich dir doch. Von der Stamm, wo der Kier, löst der Stamm erst von Angst, wo der Hoffnung im Hortball versteht. Dank ich dir doch, dank ich dir doch. Leid von Danksagung ist mein Leid von sich. Fred ist mein Gewehr, ägst du ab in äg Streit. Jenglein ist im Dies drin, mit häng Jehoven nu die. Ich freu mich im Hort, ich freu mich im Hort. Ich dons in die Scheinheit, und jo in Amen ist für mich. Te Lut, Hoffnungswachen, Licht out in dort grob, sei ich die nu, dann sei ich die nu. Ein Leid von Danksagung ist mein Leid von sich, wer ist mein Gewehr, ägst du ab in äg Streit, jenglein ist im Dies, will mit häng Jehoven nu die. Im Hort, ich freu mich im Hort. Ich dons in die Scheinheit, und jo in Amen ist für mich. Ich freu mich im Hort, ich freu mich im Hort. Ich sing von Gott, die best, wahrer in wahrer singen. Mich help niet weg von din Welt. Ich freu mich im Hort, ich freu mich im Hort. Ich dons in die ich freu mich im Hort. Ich sing von Gott die best, wahrer in wahrer singen. Ich sing von Gott die best, wahrer in wahrer singen. Ich sing von Gott die best, wahrer in wahrer singen. Halleluja. Dankeschön, Jesus, dass ich keine Freude habe, wegen die jeder Tag, jeder Tag.
dem Gott, der wir? Wie singt dem Gott, der Jas? Wie singt dem Gott, der Wort für ewig sein? Merk je fängnis deren ob, hoi mürken weicht echt mehr. Mein Gott, hoi haft den Kopf gewohnt. Du hast Frieden in dem Horn sin Hüs, du hast Frieden in dem Horn sin Hüs von der, in die wir nicht da sind. Wir singen den Preis, du hast Frieden in dem Horn sin Hüs. Sag ja, als Gott in dieser steht, in wie wir nicht da sind. Wir singen den Preis, oh, oh, wir singen den Preis. Wie singt dem Gott, der heult? Wie singt dem Gott, der rat? Wie singt dem Gott, der jammer merkt, du ihn bei? Bringen Hung und du kriegst, en stund ab i du grob. Mein Gott, heut noch Steine Wein. Du hast Frieden im Horn sin Hüs, du hast Frieden im Horn sin Hüs von der, in wie wir nicht da sind. Wir singen den Preis, du hast Frieden im Horn sin Hüs. Sag ja, als Gott in dieser steht, in wie wir nicht da sind. Wir singen den Preis. Wir öffnen uns morgens mit Lob vom ganzen Herzen, mit alles, was die haben. Kriegst du es Gott, alles jäuf. Alles haben jäuf. Wir öffnen uns morgens, wenn du dort fängst in dein Hort. Wir haben alles Tränen angeben mit einem Loben und Preisen. Wie wir im Brachas, nu sind wie königlich, wie wir Gefangene, aber nu sind wie frei. Wir sind verjäft und genommen, der Knurles gekauft, lud den Horn sin Hus pressen. Wie wir im Brachas, nu sind wie königlich, wie wir Gefangene, aber nu sind wir frei. Wir sind verjäft und genommen, der Knurles gekauft, lud den Horn sin Hus pressen. Du hast Frieden in dem Horn sin Hus, du hast Frieden in dem Horn sin Hus von der, in wie wir nicht da sind. Wir singen den Preis, du hast Frieden in dem Horn sin Hus. Sag ja, als Gott in dieser steht, in wie wir nicht da sind. Wir singen den Preis, du hast Frieden in dem Horn sin Hus. Du hast Frieden in dem Horn sin Hus von der, in wie wir nicht da sind. Wir singen den Preis, du hast Frieden in dem Horn sin Hus. Sag ja, als Gott in dieser steht, in wie wir nicht da sind. Wir singen den Preis, wir singen den Preis, wir singen den Preis, wir singen den Preis, wir singen den Preis. Wir danken dir, Gott, für was du für jeder von uns hast persönlich getan. Du nimmst ab den schwanzten Weg, was wir nicht würden können drehen. Der Weg, was uns dort nicht wird, luten in den Himmel ankommen. Der Weg, was uns nicht wird, luten für Gott zu kommen. Aber dann checkst du den Sehen und merkst uns frei. Ja, das Leben hat noch Troubles. Da kommen Dinge gegen uns. Aber du bist treu, du bist wahr, du wirst immer bei uns sein. Du hast Versprechen, du wirst mit uns sein bei dem engen Zeit. Und du wirst uns die Kraft geben, dort zu tun, was
was verschaken dort wie Samen down. Und wir danken dir dafür. So nehmen zu morgens, was immer dort aus und dienen hat, was hat Gott die geschenkt ihm down auf diese Erde. In diese Zeit von Leben. Wir wollen von dir zu morgens alle Tobles danken. Und glauben, er wird uns die Kraft geben, dass der was er will. Op den Burg in Israel, redig Gnad für mich, redig Gnad für mich, redig Gnad für mich. Und dort Kreuz auf Golgatha, mög sin Död mig fri, mög sin Död mig fri, och mög sin Död mig fri. Våg deg nicht vertrød, har börjat vårt, byter åt Kreuz von Jesus Christ. Nicht vergeten von sin Opfer, dort es wegen sin Tod, dort ich nu leb, dort wegen sin Tod. Dort ich nu leb. Wat van Opfer han geeft, leib de wasch mir rein, leib de wasch mir rein, oh leib de wasch mir rein. Ein Geheimnis wundervoll, die Strafneim hei für mich, die Strafneim hei für mich, die Strafneim hei für mich. Wocht ich nicht vertrüht, aber irgendwas, bitte rot Kreuz von Jesus Christ. Und nicht vergeten von sin Opfer, dort es wegen sin Tod, dort ich nu leb. Mocht ich nicht vertrühen, aber irgendwas, bitte rot Kreuz von Jesus Christ. Nicht vergeten von sin Opfer, dort es wegen sin Tod, dort ich nu leb, dort wegen sin Tod, dort ich nu leb. Verlor die Hölle und mich. Halleluja, Halleluja. Jesus stund auf mit den Sieg. Jesus lebt, lebt in mir. Halleluja, Halleluja. Preis dem Horn, mög mich fri. Doch verlor die Hölle und mich. Halleluja, Halleluja. Jesus stund auf mit dem Sieg. Jesus lebt, lebt in mir. Halleluja, Halleluja. Preis den Horn, mög mich fri. Doch verlor die Hölle und mich. Halleluja, Halleluja. Jesus stund auf mit dem Sieg. Jesus lebt, lebt in mir. Halleluja, Halleluja. Preis dem Horn.
Jesus lebt in mir. Våg seg nicht betrügen, ob irgendwo bitter und Krieg von Jesus lebt. Und ich verjeten von seiner Opfer, nur das fängt ihn dort, dort anknüpft. Dort fängt ihn dort, dort anknüpft. Dort fängt ihn dort, dort anknüpft. Dort fängt ihn dort, dort anknüpft. Ich sein mit du kost down, o Gott von Wunder, du hast Kraft wohnen. Die Ding, was du getan hast, warst du wahrer, down ohne Mut. Keine Wohn, kein Gefängnis kann die trägen. Kein Beuchte groot für die, nichts groot für die. Du hast kein Körper, wo du nicht kannst heilen. Keine Seite schlecht am Raden, nichts groot für die. Du diese Nacht, merkst du, war der Tag, merkst du, war der Tag. O Gott von Erweckung, dein Hoffnung lebt, in Tod hast du gewonnen, du hast so gewonnen, O Gott von Erweckung. Durch den Sappen sich, in die setzt du, ewig auf den Thron. Warum soll ich fürchten, wo du hergekommen hast? Ich betrüb dich allein. Keine Wohn, kein Gefängnis kann die Dinge, kein Beuchte groß für die, nichts groß für die. Du hast kein Körper, wo du nicht kannst heilen. Keine Seite schlecht am Raden, nichts groß für die. Dein dies Nacht, merkst du, war der Tag, merkst du, war der Tag. O Gott von Erweckung, dein Hoffnung lebt, in Tod hast du gewonnen, du hast so gewonnen, O Gott von Erweckung. Kommer vart dine Völker, kommer vart unser Stor. O Gott von Erweckung, gehört din Gäst, war din Volk. Deine Bungheit vernichtst du, die Tieren von Uri. O Gott von Erweckung, gehört din Gäst, war din Volk. Dine Völker, kommer vart unser Stor. O Gott von Erweckung, gehört din Gäst, var din Volk. Deine Bungheit vernichtst du, die Tieren von Uri.
Kein Beuchte graut für die, nöchte graut für die. Du hast kein Körper, wo du nicht groß heulen, keine Sorte schleicht am Raden, nöchte graut für die. Van der als Pfingsten. En dit is de dag wat we vieren en ontdekken wo de Heilige Geest raufkwam. Als de Heilige Geest raufkwam, dan passiert eine große Erweckung. Da wir sind eine große Erweckung, als der Heilige Geest mangt den Menschen kam. Das sagt in der Apostelgeschichte, da wären so Menschen, die von Angst aufstehen und checken und die sagen, ich weiß nicht, was da passiert ist mit den Menschen. Ich weiß nicht, dass die betrunken sind oder was geht hier an. Petrus auf einmal steht da und sagt, no, die sind nicht betrunken. Jesus, der sieht, dass er uns einen Tröster schenken. Jesus sieht, der Heilige Geist, der wird kommen. Jesus, der sieht, dass wenn er den Heiligen Geist wird uns geben, dann will wir Kraft haben. Und er will haben, dass wir sollen ein Zeugnis sein über die ganze Welt, sagt er. 2000 Jahre Leute von der sind wir hier. Und wie würde sagen, das Zeugnis ist ganz rum der Welt, right? Der Heilige Geist, der ist hier. Und so, wenn wir von den Heiligen Geist reden, manchmal dann glaube ich sehr, wie vielleicht ein bisschen bleiben von den Heiligen Geist reden, wenn wir sind vielleicht so abgetrocknet oder gelehrt oder nicht gelehrt, dass wir von den Heiligen Geist nicht reden. Wenn wir von den Heiligen Geist reden, oder wenn wir reden von Pentekostal, oder was passiert mit den Heiligen Geist, dann stehen wir alle am Bett ängstlich auf und sind bleit. Ich will Ihnen sagen, dass wir brauchen nicht bleit sein mit den Heiligen Geist. Der Heilige Geist als dein Freund heißt dein Tröster. Jesus sagt, er wurde am Schrecken. Und das passiert, und wir können hier von der aufheilen. So werden wir nicht bleit sein damit. Wir werden uns nicht schämen mit den Heiligen Geist. Even wenn wir dort nicht gelehrt sind. Aber der Heilige Geist ist sanft, er ist ein Freund, er ist treu. Ich sage nochmal auf Englisch, ich sage, dass der Heilige Geist ist ein Gentleman. Auf Spanisch heißt es vielleicht ein Caballero, er ist polite. Er kommt nicht, wo bis näher merkt der ob, aber er ist dein Freund. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich Jesus annehme als mein Heiland. Ich weiß, ich kann den Heiligen Geist, aber ich kann dem gleich sagen, Gott. Wenn ich rede gleich mit ihm, ich habe wenig mit ihm zu tun, falls ich mich so. Als ich schon ein bisschen wieder was, dann auf einmal, dann rede ich mit dem Heiligen Geist. Und ich nehme das an, dass er mein Freund wird und ich sein Freund wird. Und ich kann hier bis von der sagen, dass von dann, wo ich mit dem Heiligen Geist geredet, ist mein Leben niemals war dasselbe warst. Der Heilige Geist ist dein Freund. Und so wir brauchen nicht Angst haben und sein und wundern, was er beim irgend weird Dinge down und uns merken, wo er zu schauen bringt. Nein. Der Heilige Geist ist ein Gentleman und er ist dein Freund. Und so was ich würde gleich zu tun von der mit Guenther, die Gelegenheit zu geben, und Guenther sagen, dass ich kann auch mit den Heiligen Geist reden. Also wir reden vielmehr von den Voren, den Sehen, von Jesus und Gott. Aber ich will bis fragen, dass ihr die Ehe mehr kriegt, wo ihr seid. Und dann werden wir mit den Heiligen Geist reden. Das ist der Tag, was wir feiern, wo du raufkommst, Heilige Geist. Und du wirst eine Erweckung. Dankeschön, Heilige Geist, für mein Freund sein. Dankeschön, Heilige Geist, für mein Tröster sein. Dankeschön, Heilige Geist, für immer mein Leid, mich nicht allein lassen. Dankeschön, dass du mein Freund bist. Ich sehe auch dein Freund. Dankeschön, dass du mein Gott bist und dass du immer mit mir bist. Ich sehe die Gott, Heilige Geist, und ich weiß, du liebst mich auch. Dankeschön für so gut sein zu mir. Dankeschön für in mein Leben. Wir loben dich, wir heben dich hoch. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Ich kann Ihnen sagen, noch einmal, welcome alle hier. Man, mir freut, dass Sie sind. Noch diesen Gottesdienst gekommen. Mir freut, dass Sie diesen Tag feiern, der uns ist mit
anfangen, in der Kirche zu sein und bis Gott sein Wort hören. Und ich weiß, dass das Weekend, diese Werken eng, das sind Werken eng, wo viele Menschen reisen down und auf dem Weg sind, wenn es ein langer Werken eng wird, kann es sein. Viele Menschen sind vielleicht bei Wutter, wo immer die Menschen sind. Und so, wenn dort von Jünd sind, was die kicken down online und die vielleicht wo weit auf sind, und reisen down, ich spreche bloß ein Sehen ab Jünd und bete bloß Sicherheit über Jünd, dass die wohl sicher sind, wo immer hier reisen down. So wie wir die nächste Botschaft haben von Pastor Tocayo, heißt von Durango Kirche, von Lebenskirche. Und die letzten paar Jahre haben wir ein bisschen mehr Kontakt gehabt mit ihm, der uns sehr berufen mit was sie tun in Durango. Hat Kirche, die was, hat ein gratis Gebiet gebaut, hat die Luther Tito noch mal mehr Steuern angetan, dass was bis und mehr Menschen, die kommen. Und so, uns hat es schein mit Erntop in Kontakt sein und uns in der Stadt einer den anderen in Beistehen. Und so, wir sind sehr berufen, dass er hier von der ist. Er ist hier mit seinen Frühtop und auch mit was Freundtop, was von Durango sind gekommen. Und so, die hat uns sehr schein, dass sie hier mit uns top sind von der. Und so, er ist ein Tocayo. So, wohin er Tocayo ist because ich sehe auch ein Jacob durcheinander am Tocayo und wir sind beide Predigers. No, das ist nicht, wenn dort. Like, sie noemen als Tocayo, wirklich, sie noemen als Jacob, aber Menschen am Tocayo, und so sie eine Früh sehen, oder er sieht, sie wäre bei einer Kirche eingeladen, kommen predigen bei einer Kirche, und dann sagt der MC, das war ich nicht, der sagt, Jakob, Guenther, der wird abkommen, er guckt nach seine Früh und sagt, ich soll da predigen. Dann muss der Früh am Denken haben, no, du bist der Jakob, gut, du noch predigen. Und so, wer wir ihm eine Hand geben, dann wollen wir Welcome geben. Tocayo. Hey, mir heeft het een grote vrede hier van jou met jullie te zijn. Mir het schijn dat ik hier kon zijn. Je bent in zeer grote zee voor ons, al voor vele jaren geweest, voor onze kerk en voor onze omgeving, dat we jullie bezien, wie vrede ons dat je hier zijn. En we willen gleich jullie als Lebenswasser in een paar dingen te loven. En dat is dat je zo'n fijne leraars zijn en dat je een leraars zo in je stad. Dat het meest allemaal zo dat wenn du eine Person ist, ein bisschen besser kannst, dann mit einmal dann sitzt in der alte Sitten, dann fängt er ein bisschen schlechter zu lieben. Oder wenigstens mit wenn ihr zu gleichen, nicht? Mit jener Lehrer steht, dann kriegt das jeder, wie je mehr wie die kann, je mehr wie der Hort sein, dann sei wie bloß das handgegeben, däumige, gärtliche Hort, was jener Lehrer haben. Und wo besorgt die sein über Jünd und für jene Weltraum Jünd und das Fred an so sehr zu sein. Und wir wollen nicht mal merken, jener Lehrer stehen in Städten, für die zu beten. Das ist nicht immer ganz so leicht Lehrer sein, als was wir sein, wenn wir in den Banken sitzen, nicht? Ja, ich will uns heute von Jüd und von dir, was mir sehr wichtig ist, und ich kann nicht bloß ein Thema gewählt von, bloß wenn ich kurz das nicht, ich dachte bloß, ich würde mir von das vertellen. Ich will uns heute mitteilen, was ich glaube, einen Unterschied merken, wenn wir das zu holen kriegen und wenn wir das mit einmal ansehen tun. Weißt du mal irgendwo was in deinem Leben, wo du ein Verhältnis hast gehabt mit jemandem, wo du irgendwem sehr gleichen deitst, aber der gleicht die nicht drei? Vielleicht hast du abwaschen deitst, in deiner Familie, in der Schule, oder vielleicht hast du gerade warst und du hast einen Jüngeren im Jahr, wo du viel rechnen deitst, und du gleichst diese Person von ganzen Horten, aber der gleicht die nicht drei. Vielleicht sind das so eine befriedete Lebens, wo ein Partner ist weggegangen und du weißt, dass du die Welt über Kopf drehen, um das Verhältnis zu bühen oder dass die Person die wird wählen, aber die wählt es nicht. Dort sind die Verhältnisse, wo das ganz schädlichste kann sein, dort sind die Verhältnisse, wo das ganz Weiße tun oder das ganz Schlechteste schaffen. Und was mir von der Gedanke zu sein, ist, dass wir nicht sehr groß waren, wir nicht sehr klug waren, aber wir weiten, dass wir sind gemerkt für Verhältnisse. Und wir sind alle gemerkt für Verhältnisse, wo du von beiden Seiten ganz fein schaffen. Und unser Verhältnis mit Gott ist nicht anders. Unser Verhältnis mit Gott, das kann nicht zweiseitig sein, wenn dann ist das Verhältnis nicht vor dich. Und A.W. Tozer, der sagt mal so steht, der sagt, was an den Gedanken nennt, wenn du an Gott denkst, ist das ganz Wichtigste von deinem Leben. Und was du mit meinen steht, was immer du von Gott denkst, an den Verstand, dort wird dein Leben beeinflussen und dort wird die merken sein, wer du bist. Und wir können bloß dann der beste Ort von uns selbst sein, wenn wir das rechte Bild haben von Gott. Und das ist ein wichtiges Thema zu verstehen, wenn wir Gott nicht reich sein,
dann wird uns Leben nicht reich schaffen, dann wollen unser Verhältnis nicht reich schaffen. Und ich sage eins muss das vielmal, die Ursache, warum das Verhältnis mit Gott vielleicht nicht das Beste ist oder warum das einseitig ist nicht wegen Gott seine sieht und nicht 100% ist, aber dass wenn andere sieht, einmal, wie haben Gott euch verstanden und wie weit nicht ganz genau, was wir das in Gott wollen treu wie haben in euch das Bild gehabt von ihm. So, ich von der will dann, ich will das Evangelium mit teilen, die sagen vielleicht, wir sind alle Christen, wir haben Jesus angenommen, und das ist gut. Aber Paulus sagt zu der Kirche in Korinth, so steht, in 1. Korinther 15, Vers 1, er sagt, Brüder, und der redet zu Mannen früher, der redet bis zu den wahren geborenen Christen, er sagt, Brüder, ich will ihnen an das Evangelium denken helfen, wo ich ihnen gepredigt habe, die haben das auch angenommen und stunden fast daran. So hat Paulus sagen, dass die Christen, oder wie die, was wahr geboren sind, uns fehlt das Evangelium viermal denken zu helfen. Das Wort Evangelium meint bloß ganz einfach gute Nachricht. Nu, was ist gute Nachricht? Oder was von der gute Nachricht hat das Evangelium für die und für mich? Wie weit das für die Menschen, die bitte an sie wegen sind, oder was Jesus nicht kann? Ich meine, das sei gute Nachricht, wenn die können Himmel verhalten, die können Gott versuchen vertuschen. Aber für die, die lange zum Glauben gewesen oder lange haben an Jesus gelebt, was ist die gute Nachricht von Evangelium für die? Und wie verjährt nicht eins, lass mich ganz kurz sagen. Die gute Nachricht, was wir haben, ist dort, du bist jemand, wer die sehr viel regnen wird. Von den ersten Tag an, als wir an Gott und Eden Gott nicht mehr wollen, Gott hat niemals abgehört mit die vom harten Wellen. Gott hat niemals abgehört mit die 100% von seinen Seed geben und von seinen Seed leben. Was mir von der Jünger zu tun, ich will Ihnen das Evangelium auf zwei verschiedene Wege feststellen. Und es wird mir die Stelle bringen. Mir hat Ihnen hier was zu wiesen. Und ich will Ihnen das Evangelium auf zwei Wege feststellen. Und das erste Mal will ich Ihnen das feststellen, so ist das vielleicht einmal die hier tan irgendwo, oder vielleicht ist es hier abgewaschen sein. Und vielen Dank, Shane. Was mir zu tun ist, ich will Ihnen das einmal festspielen. Und das ist nicht der beste Weg von dem Evangelium festspielen. Gewisse Dinge sind Wahrheit, gewisse Dinge sind nicht Wahrheit, gewisse Dinge sind gute Nachricht und sind nicht. Und so das erste Mal soll die abpassen, die sollen nicht Notes merken, das erste Mal. Wenn das, wo wir das Evangelium einmal gesehen haben, und besonders in religiösen Kranzen, wo wir vielleicht sind abgewaschen, aber viele Menschen, die haben das Evangelium so das gesehen. Die haben geglaubt, dass wir gute Nachricht, aber nicht sehr gute Nachricht. Nu, das wollte ich Ihnen wel wiesen. Das ist das erste Mal. Dus pas op dat je niet voor alles glauben, wat je bent. Ik wil je bloß wiesen. Du wie mal Gott, und es Gott wie ein guter Gott, und es Gott hat Menschen gemerkt, damit die Menschen taub sind. Nu, in diesem Gott, du wir eine große Leib bin, du wir viel genug bin, aber in diesem Gott ist auch eins von der Seed, was du im Bett, wo man einer sein, wird negativ ist, oder eine Seed, was du im Bett ehrlich ist, oder eine Seed, wo du leicht dull wird. Und das Gott will den Mensch merken, damit den Mensch taub sein in der Gemeinschaft haben. Und das Gott sagt in Baum im Garten nennen, um den Menschen die Gelegenheit geben und sagen, du kannst mit mir taub sein, wenn du weißt, wenn du nicht weißt, dann brauchst du nicht. Und Gott sagt hier in der Lüt, wenn das Mensch muss, sich den Rehen drehen und von am wegdrehen. Und so hier in die Geschichte, der Mensch, der dreht seinen Rehen nur Gott, und der nimmt Wort, was der Wicher holen, das ist Gott selbst. Und in dem Moment, wo Gott das sieht, dass der Mensch will nicht von ihm, du dreht den Mensch, oder Gott selbst ihn reden, den Mensch, dann sagt er so, wenn du nicht weißt, dann will ich auch nicht. Wenn du mir nicht gleichst, dann will ich dir auch nicht gleichen. Und so Gott checkt den Mensch in den Garten Eden rüht, der sagt, ein Engel daheim mit dem Schwert. Und Gott sagt so, du wirst nicht, ich will auch nicht, so, das ist das, was wir das holen. Du kannst gehen in den Schweit und man kann disteln und weiter den Brot verdienen, solange du stirbst. Und das ist, was wir nicht haben. Wir sehen aber jedes Mal in der Bibel, dass du eine gute Person bist. Das ist der nächste Junge, was du als Abel. Abel ist ein Junge, der dreht sich hart nach Gott und der bringt ein rechtes Opfer, der hat die rechten Dinge zu Gott getan. Und so, der kann Gott bereden, dass Gott ihn gesagt umdreht. Und so das Junge will gehorsam sein. Dann sagt Gott, wenn du mich weißt, dann will ich dich auch. Dann will ich das mir schaffen. Aber der andere Junge, Kain, der dreht sich in Regen nach Gott und sagt, ich will die nicht. Und Gott sagt, du Kain, dann will ich die auch nicht. Du weißt mich nicht, ich will die auch nicht. Und der schickt in den Osten an. Wie fing das die Geschichte alle erwähnen im Alten Testament, wenn wir nicht abhossen tun. Dus ein Mann, Noah, der dreht sich gesagt nach Gott und Gott sagt, wenn du was die nicht drehen, will ich auch, aber das Volk, so schön ist, dass sie
ihr Regen dreht, dann dreht Gott ihn auch den Regen. Diese Geschichte sei wie Abraham. Diese Geschichte sei wie en Moses in die Geschichte. Und du vielleicht das ganz klarste, wo Moses, der ist ein guter Guy, aber das Volk ist nicht sehr gut. Das Volk will immer sein Regen und Gott drehen. Und Gott sagt, wenn je nicht mit mir wählen, dann will ich auch nicht mit ihnen taub sein. Und so Gott sagt zu das Volk, das steht, wo das Volk der Wüste ist, wo Gott mit ihm sagt, ich bin Maid von ihnen. Haben wir gelesen? Und irgendwo in der Geschichte sagt Gott, ich will das Volk Israel nicht mehr, ich will das abbrechen, ich will das von der Welt drauf schaffen. Und Moses, das sind mit dem Mann, ein gerechter Mann, der rannt Gott heran und sagte, Gott, kannst du noch einmal das Volk vergeben? Moses, der bet, der prachet, und der kann genug prachen, dass Gott mit ihm sagt, okay. Aber Gott sagt zu denen, ich will das nicht wegen das Volk, denn ich will das wegen die, und wenn du hast das reich getan, die hast mir reich gefragt. Und so Gott lässt sich bereden. Aber am Ende von Tag hat das nicht ausgemerkt, wie Moses, ich meine, der ist auch ein Mensch, der hat auch einmal seinen Regen gedreht zu Gott, und Gott sagt, ich will meinen Regen zu dir abdrehen, du kannst nicht mal in Kana in das verhaltene Land. Was hat das alle geholfen? Wenn du durch den Richtertitel lesen das, wenn du ein guter König bist oder ein guter Rechter, dann dreht Gott sein Hort, wenn du ein Schlechter ist, dann dreht er seinen Regen. Durch die Königstitel, wenn du ein guter König bist, dann dreht er sein Hort nach Gott, und Gott dreht sein Hort drehen. Und wenn ein schlechter König ist, wird sein Regen dreht, dann dreht Gott sein Regen. Und mit der Zeit, dann schickt Gott das Volk bloß in Gefangenschaft nehmen. Kämpft noch ein Stück Getreide, aber für die nächsten 400 Jahre, das ist dies, das ist still. Gott dreht nicht mehr, das ist kein Prophet mehr. Und irgendwo fällt sich das, Gott hat nicht vorig mit seinen Menschen, der sich so angeschmerzt. Aber das ist noch einmal ein Ding, was das Gott mal hat versprochen, ganz am Anfang. Und Gott denkt so, ich will das eine Ding noch proben. Ich glaube nicht, dass er was helfen, aber ich will das proben. Und so, er schickt ihn einzeln sehen, ab der Welt ab. Und das einzelne sehen, die Camp ab an Stuhl setzen. Die Camp an unsere Show, die Camp nimmt unsere Städte an. Und Jesus, der ist ein perfekter Jung, der kann den Führer bereden. Und als der Stoff zum Leben kommt, dann habt ihr endlich so viel tun, dass den Führer sein Ohr mit einmal raufgeht. Und nu kann Gott den sehen on sein. Und nicht bloß dort, du bist nicht auf das Stuhl gesagt, du hast Jesus in der Städte gekriegt, der auf deine Städte genommen. Und so nu bist du gut genug, dass der Führer wird nicht die kicken. Nu kannst du auch das tun. Nu hier ist Gott nur, ich bin wegen Gott hat uns nicht ganz an sie geschoben, Gott hat uns nicht Gelegenheit gegeben. Aber das ist nicht das Evangelium, was die Bibel uns lehren lässt. Und ich will ein paar Dinge sein, was nicht reich ist von dem Evangelium, oder von das, was ich von dem Evangelium erklären. Nummer 1, das ist nicht biblisch. Nummer 2, Gott ist nicht das Problem, Gott ist nicht der Monster. Das Problem, das sind du und ich. Und Nummer 3, wenn wir das Evangelium das erklären, dann wir haben viel Atheisten gemerkt auf der Welt und wir haben viel religiöse Menschen gemerkt. Aber sehr wenig wahrhaft genug von Jesus. Und was ich damit meine, ist, dass wenn du eine weißt, kannst Gott fair sein, wo einmal dein Hort angestellt ist, oder Gott sein Hort angestellt ist, wenn du den Reden drehst, dann dreht Gott auch, wenn du den Hort drehst, dann dreht Gott auch. Du kannst Gott seine Gefeilung, seine Entscheidung ganz kontrollieren. Wenn das so dort ist, dann kannst du auch ein Atheist sein, du kannst ein Gott sein. Oder wenn wir das dort vermult haben, dann habe ich gesagt, dass wir haben einen gewaltigen Gott oder einen dauernden Gott, wir machen alles tun, was wir können, um den endlich mal zufriedenzustellen. Und es ist so schwer, diesen Gott zufriedenzustellen. Das ist nicht der Gott, was wir dienen. Das ist nicht der Gott, was sich dort gelebt hat für uns. Nee, ich mag all meine Movies oder Botschaften von Movies. Ich meine das nicht so. Aber ich sage, das Movie mit unseren Kindern war von Toothless, das alte Cartoon-Movie. Und weißt du noch, das große Vulkano, wo das Monster wohnt. Und alles die Dragons müssen kommen und Eten anbringen und ihn zufriedenstellen. Und wenn irgendwer genug Eten bringt, dann lässt er den leben. Aber wenn er nicht genug gebracht hat, dann wird er den bloß tot merken. Das ist der Gott, was wir uns gemult haben, was wir müssen alles recht tun, wir müssen alles korrekt kriegen. Und wenn man immer schafft, dann man immer, wo wir Gott sein Hort nach war, kann bereden und vielleicht wird er uns genug gleichen. Aber wir wollen keinmal, wenn wir uns regen wollen, ein bisschen drehen, wenn das Gott war, wird abhüpsen und uns werden dort merken oder sie keine Grüt schaffen. Nicht, das ist so, dass Jesus hat einen Schuss genommen für mich und für dich, aber dass wir nicht der leibende Papa, was die Gott holen leid. Verstehe ich das Wort jetzt?
Das ist so, dass Jesus den Nägel nimmt und ihr Blut verdient für mich, aber wir nicht der Papa, der den Hummer den Nägel hält. Dort wir du und ich mit so tun taub, was Jesus der Unnägeln deuten. Und wie das mit einmal sein, dass das nicht die dalle Papa, mit wem wir taub sind, aber immer merkt, dass die Welt von uns scheint, wo wir leben, wo wir in Gemeinschaft kommen mit Gott. Wir haben Zeit kommen, wir haben das Evangelium ab dem zweiten Weg verspielen. Und nun würde ich hier gleich noch die Noten nehmen oder wenigstens alles in denken, was ich kann. Wenn das ein ganz anderer Weg von das Evangelium mitteilen, was die Bibel das sagt. Das ist, was die Bibel sagt. Wie muss Gott, das Gott, dem auch Himmel und Erde, die Ursache, warum die Himmel und Erde merken, dass wenn die wohl in der Stehhand für den Mensch zum Wohnen, wenn die will auch einen Mensch merken. Gott sein geradster Plan für den Mensch merken, als er will Gemeinschaft. Er will den Mensch 100% und er will jeden haben, dass der Mensch soll auch 100% treu werden und treu leben. Die Ursache, warum Gott einen Baum in Garten nennen sagt, der das bloß einzig durchwehen, wenn Gott weiß, wenn ich will, und der Mensch macht, das ist nicht ein rechtes Verhältnis. Wir machen Bett wählen. Und so Gott gibt den Mensch in freier Wählen zum entscheiden, was die das oder was die das, so dass die können wählen. Und ihr wisst in der Geschichte, dass der Mensch dreht sich Reihe nur Gott. Und so schön ist der dreht, dann dreht Gott sich Reihe. Nicht? Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass Gott, wer sich Adam kann holen oder siegen, hinter den Bäumen im Garten. Habt ihr das gelesen? Nicht Adam Gott, aber der Mensch darf sich verstärken, darf sich verkrupen. Und Gott kann sein, Adam, wo bist du? Und das ist nicht das, wo bist du, das ist das, wo bist du, was ist geworden, wo ist unsere Gemeinschaft? Je weit, was die Geschichte sagt, Adam sagt, das ist deine Schuld, das ist der Früh, was du mir gegeben hast. Aber Gott sagt, wer wird das merken schaffen? Von dem ersten Moment an, von dem ersten Kapitel, wo die schlechte Nachricht nennt in der Bibel, du sagst, Gott, ich will einen Erlöser schaffen, ich will wem schaffen, nicht fixen. Ich weiß, ich kann das nicht, wenn ich würden wählen, ich kann das nicht. Lass mich das reparieren, lass mich das fertig machen, lass mich das treiben. Und der Mensch sagt, ich will nicht. Gott schickt den Uten Garten rüt, und die Ursache, warum Gott den schickt, dass wir nicht, dass ihn reden dreht, aber die Ursache, warum Gott den Uten Garten rüt schickt, dass wir ihn, der läuft den. Gott weiß das ganz genau, dass wenn der Mensch nu wird in diesem storbenden Zustand sein, und nu noch von dem Baum von Leben eten, dann wird der verärmen für ewig in diesem bösen Amstand sein, und Gott sagt, ich kann das nicht looten. Gott schickt ihn in die Wüste an, man Weidel, Disteln und Schweit, aber Gott bleibt nicht treu. Gott geht den Menschen heran in die Wüste an, jeder Staub, was der Mensch geht. Die Ursache, warum Jesus den Kron von Disteln nimmt, ist, um uns zu wiesen, dass die Disteln haben jeden gemerkt, aber ich war die Drehen für ihn, ich komme mit ihnen auf alle Schritt. Sei das Bild. Wir sind ein paar Blätter in der Bibel, und alles, was wir sein, ist ein Gott, was sich du wo dort leben, wenn wir können. Dann das war er fertig merken. Sei ihr das? In dieser Geschichte sei je alle Wege, nicht bloß im Neuen Testament, sei je im Alten Testament auch. Je sein dort, du so eine Menschen wie aus David zum Beispiel. David wie ein Mann, wem Gott sich gewählt hat. Gott hat sich David gewählt, dort wie das Papa in der Werkstatt unter der Bechermank der Schub. Nicht David hat sich Gott gewählt, Gott hat sich David gesagt, den kann ich merken. Aber David wie ein Mensch, der dreht ein das in Regen zu Gott. Dort wie ein Mann, nur Gott in ihn nicht hört, aber der dreht in Regen. Und weißt du, was David tut? Wie viele Kinder sind hier bei? Wer will bloß sein, dass das Guy gleich sei Hot Tubs? Okay? Das ist vielleicht VeggieTales, hätte ich von das erklären, aber das Junge, der was sei beisitzt. Der jetzt sich den Nuber seine Früh holen, der schlaft mit dem, merkt der prägt, und dann merkt er nach dem Nuber dort. Und Gott, und dann steht sie in Regen drin, und kämpft den nur David, und sagt David, was hast du getan? Mir ist das nicht gut, was du getan hast, aber dann steht David verbrückt merken, und dann steht in seine Früh dort merken, und dann steht das Kind dort merken, was du geboren hast. Weißt du, was Gott tut? Der sagt, ich will das Baby brücken, ich will das Baby nehmen, und ich will den gratzen König dort merken, was du jemals geregiert hast in Israel. Dass die Königs wollen kommen, wer es hätten Verständnis lernen von ihnen. Nicht bloß dort, aber ich will diesen kleinen Jungen brücken, um mein Ihnen sehen, Jesus Christus in die Welt zu bringen. Sei ihr dem Vater? Durch den Alten Testament, das Volk dreht sich in Reihen, und Gott sagt zu das Volk, ich will ihnen die 10 Geboten geben. Das Volk sagt, wir wollen nicht die 10 Geboten sein, wir wollen das goldene Kalb. Und Gott sagt, wenn ihr das goldene Kalb wollen, ich will ihnen Propheten schicken, dass die ihnen können wiesen. Die Menschen sagen, wir wollen die Propheten nicht, und die merken, die rennen alle tot. Gott sagt, dann wollt ihr ihnen in die Gefangenschaft schicken.
damit jemand Hunger und Durst kriegen für mich. Und das Volk sagt, wir wollen nicht. Und Gott hat eine letzte Option geholt, dass sie ihnen sehen hier handchecken. Sie sind perfekter Sehen lassen sterben. Und das ist, was der lässt ihn sehen kommen. Und das Sehen ist ein perfekter Sehen, das ist ein guter Sehen. Das ist eine Gemeinschaft mit den Vater, aber irgendwo, der muss sein Leben geben, der muss zum Leben kommen, um eine Gemeinschaft, uns in Gemeinschaft bringen. Und wenn er zum Leben kommt, dann lädt er all uns an. Der lädt nicht ein ut, der lädt nicht ein und sieht. Der sagt, komm alle mit dieser lebenden Papa in die Gemeinschaft haben. Das ist ein interessanter Punkt, was Jesus kommt und er gibt sein Leben für uns, er vergibt uns unsere Schuld. Er kommt nicht bloß zu tun, er kommt auch, um uns den Vater sein Hort wiesen. Das habe ich vielleicht nicht sehr erfahren und gedacht, aber das sagt es in Johannes 14 verstehen, das sagt Jesus, sagt, wer mir gesehen hat, auf den Vater gesehen. Der Kolosser sagt Paulus in Kolosser 1,15, der sagt, Jesus wird das perfekte Ebenbild von den Vater. Das meint, dass, wenn wir im Alten Testament ein klein bisschen ein Bild haben, von wer Gott wir, einmal sagt er, dass der wir da, einmal sagt er, dass der wir nicht. Wenn wir nicht ganz genau weiten, wo Gott nicht wirklich wir, dann gut mal kicken, was Jesus auf dieser Welt wird. Kicken mal, wo er sich benehmt zu den Menschen. Wenn das perfekte Ebenbild, ich wohne wie den ewigen Gott kann sein, das den haben wir was ist. Wie sein Gott sein Hort kriegt durch Jesus? Einmal gedacht, wo Jesus wird geloten haben, wenn jemand den wir in Taub gewasst. Wie wir nicht, aber die Jungs, die wir, die probieren das einmal zu erklären und das abfallen, wenn die probieren zu erklären. Aber das wird Johannes sagt. Johannes probiert Jesus einfach zu beschreiben. In Johannes 1, dann sagt Jesus das. Wenn Johannes erst du gewasst, auf Jesus gesehen ist, mit den Schlucken gegangen ist, mit den abgestoßen, auf Jesus angeführt. Johannes 1, Vers 14 sagt es, in das Wort wird Mensch und wohnt man uns. Und ob mein Jesus wird Mensch und der wohnt man uns, dann sagt er, in wie sagen, sag mal mit mir, wie sagen. Was sagen Jesus seine Jünger, aus der wir in 3 Jahren mit Jesus taub gewasst? Sagen den, wird ja Gott? Sagen den, Dollar Gott? Sagen den, nein. Was sagen die? Und das, was Johannes sagt, er sagt, wir sagen, wo herrlich er wir. Und er braucht das Wort, was wir wenig brauchen, das meint Glory, das meint, ich meine, das ist nicht zu erklären. Jesus, wir so gut, so fern, dass die braucht bloß ein Wort und er sagt, wie herrlich. Dann sagt er, dass wir klimmen zwischen Fudern und Sehen, und hieran sagt er, dass wir genug in Wahrheit. Dann probiert er das noch einmal zu erklären, in Vers 18, und sagt er, ut seine Vollmut, ut Jesus seine Vollmut habe wir alle. Das meint von den Dummsten bis den Besten, jeder einer dort fashion, der sagt, wir haben alle, ut seine Vollmut bloß genug gekriegt. Dann, wenn wir genug haben, dann gibt er uns bloß noch mehr genug. Das wird dann Jesus sein. Because Johannes, der hat gesehen, dass du käm die Prostituts haben, Johannes hat gesehen, dass du käm Sünder und Taxgeleichter, Johannes sagte, du käm gute Menschen zu Jesus und schlechte Menschen zu Jesus. Johannes sagte, die brauchen einen Kranken haben, was die will geheilt werden. Und der hat was gesagt, dann vergift er den die Sünden. Johannes hat einen Krieg gestohlen aus diesen Menschen, die unnäulen leiden, und von ohne Krieg und ihr Blut, dann vergift er dort. Den Jesus hat Johannes gesehen und der sagt, wenn ich ihn soll diesen Jesus erklären und du durch den Vater sein Hort wiesen, das ist, was ich sage. In Gott voll Leib und in Gott voll Genug. So ist der nach immer gewasst. Und mit dem Gott, weil der Herr, wie sie eine Gemeinschaft haben, ich weiß nicht, ob du dich mal gewundert hast, woran ging Jesus überhaupt den ganzen Weg? Ich meine, Jesus könnte hier abgeben oder hier abgeben. Ich meine, woran gibt er nicht in Gott Gethsemane ab, wo die Bluttreppen schweiten nicht? Woran gibt er nicht in Krieg ab, wo die Eier den Nägel durchschlüren? Woran nicht? Was wir und das sind Krieg, was er hier nicht hat. Und die Antwort ist sehr einfach. Du wirst du. Und der will die nicht können kriegen, wenn der nicht den ganzen Weg gewonnen wird. Wenn der will die kriegt, wer du bist. Das ist woran. Dat zijn een lui wat am Driven deed. Nu doe je nog mal The Voice watchen oder Britons oder Americans Got Talent, irgendwer? Die brauchen gleich Angst, wie hängen abheben. Doe je nog mal sein, was da passiert. Die machen nur auf den Stage abkommen und einen Leute singen oder irgendwas uitacten. Und dann sagen diese Judges, oder diese Rechter, was du die annehmen, wenn die gut genug sind, wenn die nicht gut genug sind, dann machen die das fort. Und das einzige Mal sehr schwer, dass du kommst, dass du angenommen bist. Du brauchst den ganz Beste zu geben, du brauchst perfekt zu singen, aber das ist so schwer, besonders wenn Simon das sagt. Du kannst auf mehr nicht reich kriegen.
En de stem, die flattert al en die weet niet ganz genau, wat uitkomen. En dat is waar we Gott zijn kennengelernt eens moeten zijn haben. Wir kommen vor Gott und wir weten nicht, dass wir gut genug sind. Wir weten nicht, dass wir das wollen merken. Wir weten nicht, was wir alles wollen machen, perfekt und die Fuhr ans, was annehmen, dass wir sind. Kann ich was sein? Will ihr please horchen? Und Gott sein kennengelernt, brauchst du nicht tun, zum angenommen werden für Gott. Lang du hast ein Lied gesungen, lang du auf der Bühne oder auf der Stage bist, lang du irgendwas getan oder gesagt hast, dann hat Gott all den golden buzzer gedrückt und sagt, diese Person ist angenommen. Ich will diese Person, so ist der ist. Wen ich gleich diese Person, so ist der ist. Kann ein großes Mühlfall sein? Du kannst nicht tun, dass Gott die wird alle gleichen, als was der wen. Wenn Gott gleicht die nicht bloß wen, was du getan oder nicht getan hast, Gott läuft die, wen wer heu ist und heißt 100% perfekte Leib. Und ich kann dir eine Frau fragen, wenn das so ist, wenn das Evangelium ist für die, wo von Unterschied wird das merken, sollst du die Bibel lesen das? Wenn das Gott, was du das mehr gemerkt hast, und die Stirn zum Himmel nennen gesagt hast, wenn der Gott die Welt, sollst du bist, 100% Welt, wo wird das einen Unterschied merken, sollst du beten jetzt? Wo von Unterschied wird das merken, sollst du deine Live utspielen, lass von die Camps anbeten? Wo von Unterschied merkt das, dass die deine Früh, den Mond behandeln, dass deine Kinder, die deine Mitmenschen bei der Arbeit, wo von Unterschied merkt das? Ich will Ihnen sagen, das wird die Welt von Unterschied merken, wenn wir das Evangelium, was immer wollen, in uns Hort nehmen. Because Gott gleich uns, das wir uns am Dreh leben. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir so sehr für wer du bist. Ich danke dir für was du hast getan. Und wir kommen von dir in die Namen für dich, für den heiligen Thron. Und wir sind so dankbar für, dass du uns niemals hast einen Moment allein gelassen. Wir können uns nicht verstehen, was das mit tun, wenn du Menschen merkst, um dir leben, dass die dann würden Reihen drehen. Von den ersten, was du merkst, bis den letzten, was du merkst. Wir denken alle dasselbe. Wir können uns meist nicht verstehen, was das mit tun, wenn wir uns dort leben, dass uns ihnen sehen, mit einen Schecken zum Abfüllen, zum das fixen. Aber du tust das für uns. Wir danken dir dafür und wir wollen dir in Ewigkeit preisen dafür. Und von der Smarts bete ich, dass das einen Unterschied merken. Für die, die kämen, haben die angenommen, dass die wollen sein, wo Gott du bist. Bete auch für die von uns, die vielleicht sind, ans Regen gedreht und die, und wir haben unser erstes Leben verloren und die, und wir wollen nicht mehr die taub sein. Ich bete, dass du wirst diese Worte in uns Wort schreiben und die gute Nachricht von Evangelium merken zu uns. Und so ist du das Volk bis hin auf Hacken hier, oder was von ersten Moment an. Wir wissen, dass dort was steht von der Zukunft. Die Zukunft von uns muss dies da sein, wo unsere Kinder und Großkinder abwussen. Wir wissen, du bist Stürkel gewesen, wenn du bist nicht geboren Tiet. Du bist nicht bloß, du auf Hacken hier, oder was, aber du mit dem Blut gewesen, du hast du gewaschen und geläuft und verjeft. Und ich bete, dass wir diese Leib wollen spielen zu den Mitmenschen, wo wir mit taub sind, in Jesus Namen. Amen. Amen. Dankeschön, Tocayo. Ich bin dankbar für das Evangelium. Ich bin dankbar für, dass Gott mich hingeran ist, dass Gott auf meinen Haken ist. Gott auf den Haken heißt die hingeran. Es ist eine Antwort von was er will reden. Ich dachte so, Gott ist so wunderbar, dass er uns hingeran hat. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Und was wir wollen nicht zu lassen ist, wir wollen für ihn beten. Wenn er somebody ist und sagt, man, ich habe mein Leben gelebt, ich habe Jahren von Gott. Und ich dachte, Gott hat seinen Regen gedreht noch mich. Von der haben wir das Evangelium gehört, wo wir ganz klar gehört, Gott ist auf den Haken, er will die Hänger ankommen, er ist die Hänger an und er läuft die. Und so, wenn du hier bist und du willst gleich mit somebody zu reden, mit somebody zu beten, gut nicht rüht und das Team hier hat, könnt mit ihnen reden und für ihn beten. Because Gott, der ist Hänger an die, heißt auf den Haken. Dankeschön für hier sein. Gott ist sein mit ihnen, hat eine gute Zeit. Für die, die Welt kann rüht gehen und Kaffee trinken und wenn ihnen Gebet fehlt, kommt noch fair.